Mädchen geht in einem Friedhof und checkt auf den Steinraum. Dann sieht ein Stein 1991 bei 2018. Und dazwischen ist ein Strich. Zwischen zwei Zahlen ein Strich. Was bedeutet der Strich? Der Strich bedeutet ein ganzes Menschenleben. Von hier auf die angefangen und hier auf die abgehört. Ein kalter Strich, ein kleiner Strich, ein ganzes Menschenleben. Wie viele Sachen sind da passiert an diesem Strich? Wenn du später schreiben, wird es sehr, sehr viel besser geben. Aber das Thema ist, das Leben hier nicht mit der letzten Zahl ab. Das geht nicht noch wieder. Du wirst noch langer Strecke wieder sein. Im Leben, wenn du eine andere Person fragst, wie bose ich hin das Leben vorbei? Ich will noch so viele Sachen tun. Wie schwindet das alle vorbeigegangen? Das Leben da dran ist bosig, aber es sind doch so viele Sachen, die passieren. Und diesen ganzen bosen Strich, was man sehr kalt ist auf dem Friedhof, in diesem Strich ist eine wichtige Sache, dass die Kicks was vom nächsten Strich ist. Die Bibel sagt uns in Psalm Kapitel 90, Vers 12 folgendes. Da sagt uns dazu, liebe uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir glücklich werden. Also ein Mensch, der auch mal darüber nachdenkt, dass er irgendwann sterben muss, der wird glücklicher dadurch. Was ist dann das Gegenteil? Niemand an Sterben denken, dass er weniger glücklich wird. Ich habe mit Menschen gefragt, hast du mal gedacht, dass du hier nicht ewig auf diesem Planeten leben? Na ja. Und hast du mal überlegt, wo du nachher sein? Na, das hat noch niemals. Hat mir noch niemals über Gedanken gemacht. Nur diesem Strich, nur das letzte Zoll, sind das nicht 70 Jahre, sondern dann sind das Millionen Jahre. Du könntest sagen, 80 Millionen Jahre und das ist noch nicht ein, das geht noch wieder. Und das gibt viele Menschen, die leben so arm, dass die haben noch niemals nicht drei gemerkt für die nächsten 80 Milliarden Jahre. Das sind Menschen, die in extremer Armut leben. Und wenn du in dieser Armut lebst, was immer du hast und Kapital auf dieser Welt, das geht irgendwann eng, das ist irgendwann ein Teil von diesem kalten Strich. Und dann merken für den längeren Strich, was die Ewigkeit ist. In diesem Text sagt uns, lehre uns unsere Dauer teilen. Wenn wir checken, der Durchschnitt im Leben ist von der ersten Tag 25.550 Dauer. Das ist ein Durchschnitt Menschenleben. Eins hier ein bisschen weniger, eins ein bisschen mehr. Wenn du nur ans 18.000 Dauer gelebt hast, blieben die noch 7.000 Dauer. Was du mit diesen 7.000 Dauer ist, also das ist ein Checksus von $25.550. Kannst du nur, was du weißt. Aber du kannst das einmal mal verbrücken. Dort, was du verbrückt hast, kannst du nicht mehr. Aber diese $7.000 kannst du verbrücken, die Dauer kannst du so verbrücken, als du weißt. Aber Gott macht, dass die irgendwo einen Sinn haben. Und ein Teil, was wichtig ist, da reinmerken für den ganz langen Streck, der nur herkommt und der nicht mehr abhört. Deswegen sagt die Bibel, wenn du wirst glücklich worden, wenn du wirst weise worden, ist das wichtig, nur zu denken, alles hat einen Anfang, hat einen Ende, ab dieser wird, und das ist ein kalter Streck, und an diesem kalten Streck, weil ich mir reinmerke für den langen Streck, und nicht aufwachte, weil er zu laut ist. Wenn es China nicht weit, in meinem Fall ist da eine Zahl 1973, und dann ein Streck, und da hängt es ein Frau treten, wenn es noch nicht weit, wenn es die Zahl ist, wenn er zu Ende geht. Aber irgendwann ist die Zahl steht da auch, und dass mein Leben kann so sein, dass ich mich habe gemerkt, für die Zeit, was Gott Lothar hat noch. Gott möchte wieder helfen, deine Seele so rein zu merken, ich sie rein. Und wenn du diesen Frieden nicht hast, dann sei von dir, Jesus, ich weiß das nicht, verzeih du mich und halte mich, mein Leben ganz die Hand zu geben, einfach rein sein, dass du diesen tiefen Frieden hast. Oh ja, mein Leben Jesus übergeben hat, hatte ich Angst darüber zu reden. Dann sage ich, allerlei Stelle, dann rede mich nicht von dem Thema an. Aber von der ersten Tag kann ich ruhig darüber reden, wenn es dort nicht mehr so bosig pumpe, dort hat darüber, wenn es mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat. Und ich wünsche, dass du auch ein Leben hast, dass das direkt kann sagen, ja, das funktioniert gut.